Susi und Donna waren am Sitz von UNICEF, wo sie mit jungen Ambassadeuren die Mentalgesundheit thematisiert haben. Zudem haben sich Schüler vom LGE für eine Kamera geholt und ihnen ein paar Fragen gestellt. Findest du, dass über das Thema mentale Gesundheit gut genug in der Schule abgeklärt wird? Nee. Ja. Ja. Nee. Persönlich fand ich, zum als junge Schüler kann ein bisschen mehr davon erzählt gehen. Was für einen Einfluss meinst du, hat die Schule auf mentale Gesundheit von den Jungen? Ziemlich großen. Ja, für mich auch großen. Das System, die wir an der Schule haben, die kann natürlich dazu führen, dass Schüler sich unter Druck gesetzt fühlen, entweder mit Leistungsdruck. Ein ziemlich großen, weil wir verbringen den größten Teil von unserer Jugend hier eigentlich. Andererseits ist es natürlich auch so, dass die Schüler mit vielen Enseignern in Kontakt kommen, und auch Schulpsychologen, die da können Hilfe leisten, am Fall, wo dann muss sein. Wahrscheinlich der ganze Stress, wo sie haben, keine Ahnung, Prüfungsstress oder so. Was gibst du dir an deiner Schule Wünsche für mentale Gesundheit von den Jungen zu unterstützen? Also, wir können das mehr schon eine Seepassion an so den SSE, Aktivitäten organisiert und kann immer mit einem Schatz, wenn ich das brauche. Kinder aber vielleicht beifügen, dass Profen auch ein bisschen die Themen erwähnen, Mentalgesundheit und Bien-être und dass wir auch einfach in der Klasse ein bisschen mehr darüber schwatzen, zum Beispiel mit Regeln und so. Dass ihr in der Klasse mehr darüber schwätzt? Dass es mal primär thematisiert wird überhaupt und nicht so Klischeen entstehen wie, ja, wenn du kriegst, dann kannst du nicht oder so die Geschichten. Oder dass vielleicht auch Profen mal darauf aufmerksam gemacht gehen, dass es nicht so cool ist, als Schüler zum Beispiel für eine ganze Klasse aufzumachen. Ich denke, mehr Open Kommunikation, vor allem von den Profen und einfach durchschwätzen von Tabuthemen. Wie meinst du, mir ist eine freundliche und respektvolle Klassenatmosphäre ausgesehen? Dass die Schüler sich gut versteht und dass sie nochmal mal nicht lachen kann. Ich meine, dass jeder soll respektiert gehen und alle Meinungen soll akzeptiert gehen. Ganz live, bin an der Klasse sind, ja. Falls du Schwierigkeiten hast, weißt du, wo du dir professionelle Hilfe kannst sichern oder was du kannst machen, für dich besser zu fühlen? Ja, weil alle Jahre kriegen wir ganz lieb von unseren Profen gesagt, wo wir helfen können an der Villa Koch beim CEPAS. Ja, ich kann mich schon viel Profen am Lycée wenden, das ist ganz Positives, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Ja, am CEPAS oder SSE oder daheim. Ich gebe mir einfach wünschen, dass zum Beispiel Sachen wie der CEPAS so ein bisschen mehr ich geholt gehen. Weil das ist etwas, worüber viele Gag gemacht wird, wo viele Leute kann sich nicht trauen hinzugehen. Wir waren auch an der UNICEF an der Stadt und da haben wir uns über ihre Projekt informiert. Was meint im Moment als UNICEF Lützeburg par rapport zu der mentalen Gesundheit der Jungen? Wir sind gerade an einer Kampagne am Schaffen, die heißt «Nicht allein» und die haben wir zusammen mit unseren Jugendambassadeuren ausgeschafft. Und die Idee von der Kampagne ist eigentlich, dass wir den Jungen direkt konkret Tipps mitgeben. Natürlich konkret Tipps, wie können sie ihre mentale Gesundheit an ihrem Alltag unterstützen. Da haben wir auch mit ganz vielen Professionellen geschafft. Und die Kampagne war wirklich über den ganzen Zeitraum am Laufen und die probieren wir auch weiter, um die Jungen drin zu kriegen. Wie ist Ihre Kampagne organisiert? Also als nicht eine Kampagne war am Anfang von Gunde so geplant, dass wir viel Gedanken darüber gemacht haben, wie wir in die richtige Audience kommen. Natürlich, wir wollten von etwas machen für die Jungen und dann ist natürlich am besten, wir gehen noch dahin, wo die Jungen sind. Und natürlich, jederweise, wir dann von umgegangen sind, wir hauptsächlich mit Influencern zu schaffen, die wir dann identifiziert haben und die wir dann rumgetreten sind, für die dann eben auch Material kreieren für die Plattform, die wir eben da gegründet haben. Und die Videos, die sind dann eben auf der Plattform und die funktionieren effektiv auch so viel besser dann für die Jungen, weil das einfach Leute sind, mit denen sie sich auch identifizieren können. Darüber hinaus haben wir dann aber auch nach Reklamen geschaltet am ein bisschen mehr größeren Spektrum außerhalb von der Dota Bull von den Influencern. Natürlich, wir waren noch am Tram, konnten dann rausfinden, dass die Website gibt. Und natürlich haben wir auch mit den klassischen gängigen Medien geschafft, für eben durch mit Journalisten oder mit den einzelnen Medienhäusern dann eben ein bisschen Pub dafür zu machen, für die Leute ein bisschen zu der Plattform dann noch hingetun zu kriegen, wo sie dann eben wo die Jungen dann eben die Informationen fanden, die sie brauchen.
Woran besteht den Rolle? Also ich bin Youth Ambassador, wir schaffen nur viele Projekte. Wir hatten zum Beispiel eine Kampagne Santé mentale. Also meine Rolle besteht daraus, der Jugend eng Stimme zu geben. Und zumal denen, die sich nicht trauen, vielleicht zu schwatzen, und denen Stimmen vielleicht auch gut nicht respektiert, für ihnen dann eng Stimme zu geben und an ihrem Namen dann zu agieren. Was hat dich motiviert, Youth Ambassador zu gehen? Aber auch halt zuletzt, auch wenn wir das reichste Land auf der Welt sind, ich meine, trotzdem haben wir dann auch einen großen Gap zwischen Armut und bis mehr Wohlstand auch keine Armut als ganz verbreitet und du wennst also doch wichtig die Themen halt zuletzt umzuschwätzen, gerade als Jungen dann noch du seine Stimme zu benutzen für das genau für darüber aufmerksam zu machen. Ich wollte schon immer ein bisschen mehr lokal auch schaffen, auch für die Kanner. Und ich fand, dass hier wirklich möglich ist, auch viele Projekte mitzumachen. Und das ist wirklich ein Kollektiv auch. Also ich würde einfach etwas Neues beilehren und auch mich ein bisschen mehr aufklären über das Kannerrechte. Und ja, wie gesagt, ich habe schon Aktivitäten gesehen, die sie gemacht haben. Zum Beispiel der CT Kaffee mit all den Politikern, wo sie eine Reunion mit ihnen gemacht haben. Und ich finde das wirklich interessant für uns. Also okay, ich muss einmal.